Ja, ihr hört mich alle? Wunderbar. Ja, herzlich willkommen für diese sehr besondere Abend, wo 13 Männer und Frauen heute ein Zeugnis ablegen über dies, was schon geschehen ist. Mit ein Lied anfangen, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen. Und wir singen da die ersten 2 Strophen. Die ersten 2 Strophen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, wir danken für diesen heutigen Abend, wo wir vor dir kommen dürfen und dich loben und preisen über deine Gnade, welche du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke für 13 Täuflinge, die heute Abend bezeugen, sie gehören ganz dir, Herr. Und so beten wir um deinen Segen. Herr, sei du in allem gegenwärtig. Wir werden Zeugnisse hören. Wir werden jetzt dein Wort studieren. Und so öffnen du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, Taufe. Warum eigentlich Taufe? Taufe ist, was das Wort Gottes angeht, nicht etwas Fremdes. Schon im Alten Testament sehen wir unterschiedliche Art Taufen. Die meisten Taufen im Alten Testament sind eher Reinigungstaufe, dann wiederum Ritualtaufe. Es waren die Taufe, wenn man zum Tempel ging, musste man sich äußerlich reinigen, aber auch innerlich vorbereiten auf diese Begegnung mit Gott. Dann wiederum die Priester, zum Beispiel beim Versöhnungstag, wo der Hohepriester in den Allerheiligste ging mit den Opfern. Da musste er sich mehrmals reinigen. All dies hat eine Botschaft, ein Symbol. Und vor allem eine Botschaft: Gott ist ein heiliger Gott. Kein Sünder kann je vor Gott bestehen. Kein Mensch von sich aus kann je vor Gott bestehen. Das gesamte Alte Testament immer und immer wieder diese Botschaft. Du kannst nicht, du wirst nicht vor Gott bestehen können. Die Taufe damals, zur Zeit Jesus, war auf eine unterschiedliche Art auch noch bekannt. Die Juden hatten eine Taufe gehabt, das war so eine sogenannte Proselytentaufe. Jemand, der Heide war und zu Jude geworden ist, auch er musste sich verschiedene Rituale durchgehen und unter anderem auch eine Art Taufe. Diese symbolisiert die Abwaschung des alten heidnischen Lebens
und den Beginn eines neuen Lebens als Mitglied des Volkes Israels. Und dann in diese genau gleiche Zeit, wo auch diese Proselytentaufe durchgeführt wurde, kam noch eine Taufe hinein, die Taufe des Johannes. Die Taufe des Johannes war wiederum anders. Es war eine Bußtaufe. Es war eine Taufe, man hat sich vorbereitet auf den Kommen des Herrn. Der Herr kommt, bereitet euch vor. Es war eine äußerliche Taufe, die aber eine innere Botschaft hatte. Ich bereite mich vor auf den Messias. Und viele haben sich da taufen lassen. Aber auch Johannes erlebte Widerstand. Von wem? Von den Schriftgelehrten, Pharisäern. Weil sie dachten, wir brauchen doch diese Art Taufe nicht. Bußtaufe. Wir sind ja schon gerecht, weil wir zum jüdischen Nation gehören. Die Proselyten, die brauchen es, aber sicher nicht wir. Ja, sie erkannten ihren Zustand nicht. Schuldig vor Gott. Aber wir haben keine Proselytentaufe heute, kein Reinigungsritual, auch nicht die Taufe des Johannes feiern wir heute, sondern ganz eine andere Taufe, die vielleicht gewisse Parallele hat und trotzdem ganz anders ist. Ja, Jesus befiehlt, und wenn jemand eine Bibel dabei hat, darf er gerne öffnen, Matthäus Kapitel 28. Matthäus 28. Da lesen wir ab Vers 18, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jünger alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ja, so geht nun hin und macht zu Jünger alle Völker. Und dann dieser Befehl, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir handhaben es so, später wird Samuel Rindisbacher, also Sami, die Taufe durchführen und er wird sie im Namen Jesu taufen. Und genau die sehen wir auch in der Apostelgeschichte immer und immer wieder. Die Taufe im Namen Jesus ist genau gleich wie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie sind eins. Es ist Christus Jesus, der am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld starb. Er ist der ins Grab ging und wieder auferstanden ist. Und genau dies ist auch das Symbol der Taufe. Ja, es ist ein Zeugnis vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Sichtbare, auch dies lesen wir zum Beispiel unter anderem in Matthäus. Aber auch in der Apostelgeschichte lesen wir immer wieder, dass die Taufe etwas war, was man öffentlich gemacht hat, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Und Jesus sagt so wunderbar in Matthäus 10, Vers 32, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und genau dies macht ihr heute. Ihr bekennt Christus. Ihr bekennt, Christus für mich gestorben. Ihr bekennt, er hat meine Schuld auf sich genommen. Ihr bekennt es vor uns als Gemeinde, vor eurer Familie, Freunde, aber dann wiederum der unsichtbaren Welt. Der unsichtbaren Welt. Das lesen wir zum Beispiel Kolosser 2 oder ich lese jetzt mal Epheser Kapitel 3. In Epheser 3, da lesen wir Vers 10. Da geht es um die Gemeinde. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die Mannigfalt der Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Nochmal, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen. Die Gemeinde ist ein Zeugnis von Christus. Und damals, am Anfang der Gemeindezeitalter, war die Taufe immer direkt verbunden mit der Wiedergeburt. Man hat erkannt, wer man ist, Sünder und schuldig vor Gott. Man erkannte, was Christus für mich vollbracht hat. Er nahm all meine Sünde.
Gott hat sich mich offenbart. Und dann durch Sündenbekenntnis und Glaube, Christus hat alles vollbracht, damit ich einmal ewig beim Vater sein kann, erlebe ich eine Wiedergeburt. Und meistens kurz danach kam auch die Taufe. Und durch die Taufe ist man ein Teil der Gemeinde geworden. Ja, schlussendlich durch die Wiedergeburt ist man schon ein Teil der Gemeinde. Und deshalb, dieses Zeugnis ist keine Nebensache. Es ist nicht so, ja, ich mache es dann irgendwann. Wenn ich mal Zeit, Lust und Laune habe, nein. Es ist ein Zeugnis von etwas, was geschehen ist, was ich heute und jetzt proklamieren will an der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und genau das macht ihr heute. Viele von euch sind noch sehr jung. Der jüngste Kai, 17 Jahre, und die älteste Ella, 83 Jahre. Es ist nie zu spät, dieses Zeugnis abzulegen. Es ist nie zu spät. Ihr müsst euch auch nicht schämen. Wenn ihr so lange gewartet habt, macht es trotzdem. Ein wunderbares Zeugnis. Sichtbare und unsichtbare Welt. Ja, euch Täuflinge möchte ich noch vielleicht ein paar Verse aus dem Römerbrief mitgeben. Ein paar Verse. Und ich weiß, bei uns, in unserer Kultur, jetzt in der Schweiz, und seien wir dankbar dafür, wir erleben Freiheit wie fast keine andere Nation der Erde. Glaubensfreiheit, Wohlstand. Und ja, auch wir Christen, wir sind gut in Jammern. Stimmt's? Ja, wir jammern ziemlich schnell. Ich habe gehört, die Schweizer, weil sie Perfektionisten sind, jammern sie auch viel mehr. Ja. Aber wir sollten auch viel mehr dankbar sein. Dankbar sein auch, dass wir unser Glaube in dieser Freiheit leben dürfen. Wir müssen verstehen, dass für viele ist dieses Zeugnis, was sie heute ablegen, sie haben mit ihrem Leben bezahlt. Mit ihrem Leben. Mit ihrem Leben. Wenn ihr aus dem islamischen Hintergrund kommt, ist die Taufe das Schlimmste, was einer muslimischen Familie passieren kann. Weil in und durch die Taufe zeigt der Person, ich gehöre Christus allein. Ja, noch mehr. Ich bin gestorben. Ich bin gar nicht mehr da. Es ist Christus, der jetzt da ist in mir. Und für viele, ja, sie mussten mit ihrem Leben bezahlen, weil sie dieses Zeugnis abgelegt haben. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ein Kollege von mir aus Israel, der hat sich taufen lassen. Und sein Vater, jüdischer Hintergrund, sagte ihm, du bist nicht mehr mein Sohn. Es wäre mir lieber, wärst du durch Droge gestorben, als du dies, was du heute machst. So schlimm war es. Gott sei Dank, sie haben sich wieder gefunden. Gottes Gnade. Ja, und dennoch heißt das etwas, wenn wir uns taufen lassen. Und so lesen wir Römer Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Und ich weiß, wir haben ja den Römerbrief intensiv durchgenommen in der Gebetsstunde, aber Römer 6 ist schon fast ein Jahr her. Ich lese die Verse 1 bis 4. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinem Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Es ist eine zukünftige Hoffnung. Wir werden einmal ewig bei ihm sein. Aber wiederum, es ist ein Ruf an uns heute und jetzt. Wenn ihr heute im Wasser hineingeht, das ist ein Ruf an alle, die sich schon mal taufen lassen haben. Du hast damals bezeugt und ihr bezeugt es heute. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Und nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir.
Habt ihr mal darüber nachgedacht, was das heißt, ich bin gestorben? Das ist alles, da geht es ja unter anderem um Sünde auch. Aber alles, was mich trennt von Gott, alles, was nicht Gott meint. Und darum sagt Paulus auch irgendwann später, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut alles zur Ehre Gottes. Alles bekommt eine neue Perspektive, Ewigkeit-Perspektive. Deshalb ist oft die Taufe auch sehr angefochten, weil dieses Zeugnis, ich will Christus leben. Ja, ich habe etwas erlebt und ich will dies auch bewusst leben. In Galater 3, 27 lesen wir, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Ihr habt Christus angezogen. Und ihr habt alle so schöne weiße Hemden, ja. Und das ist eine alte Tradition auch in der Kirche schon. Eine Tradition der Reinheit. Gehört, in gewisse Kirchen musste man die weiße Kleider 6 Tage lang tragen nach der Taufe. Als Zeugnis, man ist rein. Ja, diese Reinheit hat wahrscheinlich nur 6 Tage gehalten. Ja. Aber so soll das nicht sein. Erneuert, ständig erneuert in und durch Christus. Und der Teufel, der unsichtbare Welt, der ist nicht interessiert daran, dass ihr dieses Leben führt. Und er wird alles daran setzen. Er geht wie ein brüllender Löwe und sucht, wer er verschlingen kann. Er wird langsam in eure Leben etwas hineinbringen wollen, was euch, nochmal, ihr gehört Christus, aber was euch oberflächlich machen wird. Was euch trennen wird von Christus. Von einem Leben, wo ganz ihm meint. Und wenn ihm, nochmal Vers 27, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Ja, der Teufel will, dass wir wieder andere Kleider anziehen als Christus. Ich möchte euch wirklich ermutigen, täglich am Morgen aufstehen und sagen, Herr, heute ein Tag mit dir. Heute ziehe ich dich an. Ich gehe schlafen in Christus. Ich stehe auf mit Christus. Ganz zu seiner Ehre. Und Paulus betont es so schön in Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also mein ganzes Leben bekommt durch die Wiedergeburt eine andere Perspektive. Ein Leben zur Ehre Gottes. Und es gibt keinen Bereich, kein einziger Bereich, der nicht schlussendlich Christus gehören sollte. Ja, auch da, wo keiner uns sieht. Dein Gedankenwelt. Der Psalmist, der betet, Herr, prüfe meine Niere, prüfe mein Innere, wie ich es meine. Lass auch dies unser Gebet werden. Alles sollte Christus gehören. Und genau darum handhaben wir es auch so in der Taufe. Es ist eine Taufe in den Tod Christi. Der ganze Körper im Wasser hinein. Als ein Symbol. Ich bin mit Christus gestorben. Und dann stehe ich wieder auf. Und ich bezeuge, ich gehöre ganz Christus. Ich ziehe Christus an. Ich ziehe Christus an. Deshalb auch diese ganze Hineintauchen im Wasser. In Christi Tod und in Christi Auferstehung. Und die Taufe, gehen wir nochmal zurück oder gehen wir zu Markus Kapitel 16. In Markus 16 lesen wir, Markus 16, Vers 16, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Verse zeigen uns genau dies. Die Taufe ist ein Glaubenstaufe. Also vor die Taufe kommt Glaube. Und weil ich glaube, was ist dieser Glaube? Glaube an Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist. Glaube, dass Christus alles vollbracht hat, sodass ich
gerecht und rein, heilig einmal vor Gott, dem Vater, stehen werde. Weil er all meine Schuld auf sich genommen hat. Ja, das ist Glaube. Und deshalb handhaben wir es auch bei uns in der Gemeinde so, dass wir zum Beispiel Kinder und Babys oder Säuglinge nicht taufen. Weil Taufe ist Gnade. Glaube ist Gnade. Glaube ist wiederum auch ein Entscheid. Es ist Gottes Wirken. Und der Mensch, der erkennt, ich brauche Christus. Und ich hoffe, dass jeder in diesem Raum dies erkannt hat. Ich brauche diese Erlösung. Christus. Er nahm meine Sünde, alle meine Sünde auf sich. Und das kann einen Neugeborener, ein Kleinkind noch nicht bezeugen. Sehr wohl aber, so handhaben wir es auch in der Gemeinde, glauben wir an Gottes Segen. In Markus Kapitel 10, da lesen wir zum Beispiel, wie Jesus sagt, Markus 10, Vers 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Also Christus selbst, er segnet die Kinder. Die Taufe wiederum aber ist dann, wenn der Kind in ein gewisses Alter kommt und dies erkennt, was Christus für ihn vollbracht hat. Und da kommt der Glaube hinein. Erkenntnis, gelebter Glaube, Wiedergeburt und da kommt dann auch dieses Zeugnis vor der sichtbare und unsichtbare Welt. Ja, warum sage ich all dies? Weil wir heute etwas Besonderes haben. Etwas, was wir auf diese Art und Weise noch nie hatten in unserer Gemeinde. Ja, wir haben etliche große Familien in der Gemeinde und Alina lässt sich heute taufen. Sie wird uns auch noch ein kurzes Zeugnis geben. Alina ist die älteste Tochter von Familie Haar. Und wo es dann um das Taufgespräch ging, dann haben die Eltern sich auch gemeldet und gesagt, jetzt bitte lacht nicht, aber wir haben noch ein ungesegnetes Kind. Ja, so ist es nicht, aber wir handhaben es ja so, dass wir die Kinder bewusst vor Gott bringen. Also wir taufen sie nicht, aber wir bringen sie bewusst vor Gott. Und so haben wir gesagt, ja, dann lass uns das auch Gott machen. Wir machen eine Einsegnung. Der Jüngste der Familie, das haben viele Familien erlebt zur Zeit der Corona, da kamen die Kinder und da war alles so chaotisch, Gemeinde war geschlossen, man konnte vielleicht online eine Einsegnung machen und so weiter und dann geht das ein bisschen ins Vergessen und trotzdem, wir glauben an Gottes Segen. Wir glauben, Gebet hat Kraft. Wir glauben, dass diese Gebete, die wir heute sprechen werden und dann wiederum die Eltern, die beten, die Großeltern, die beten und eine Gemeinde, welche betet, dass es wirken wird. Weil viele von euch, die heute taufen lässt, können vielleicht auch bezeugen, es waren Eltern, Großeltern, vielleicht andere Familienmitglieder, die gebetet haben, bis ich auch Ja gesagt habe zu Jesus. Und so wollen wir nicht aufhören zu beten. Und so wollen wir Familie Haar bitten, nach vorne zu kommen. Ja, ihr könnt jetzt nicht auf die Bühne kommen, ja, sonst müsst ihr schwimmen. Ja. Ja, es fehlt noch der Simon fehlt, ja? Der Simeon, Entschuldigung. Ja, wir wollen bewusst, der Jüngste, wo ist er? Der Nael. Hoi Nael. Und Nael, ich war mir nicht ganz sicher wegen dem Namen. Da habe ich dann Uli kurz gefragt, du, ist diese Bedeutung wegen dies und jenes? Und tatsächlich, der Nael ist eine Abkürzung von einem ganz schönen Namen, Nathanael. Ja. Ja. Okay.
Und Nathanael heißt ein Geschenk Gottes oder von Gott gegeben, eine Gabe Gottes. Und genau dies wollen wir auch beten. Ein Segen für die ganze Familie, aber jetzt bewusst auch für Nael. Und wir möchten als Gemeinde dazu aufstehen. Und liebe Nael, wir wollen dir noch einen Vers auf dem Weg geben. Und der Vers ist aus 5. Mose, Kapitel 31, Vers 8. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Ja, wir wollen beten für Nael. Aber Vater, wir danken für deine Liebe. Danke für Familie H., dass du ihnen 6 Kinder geschenkt hast. Du siehst jetzt Uli und Rebecca, wo bewusst auch Nael vor dir bringen. In eine Abhängigkeit von dir. In eine Abhängigkeit, dass du Nael segnest. Dass du ihn bewahrst. Dass du ihn führst und leitest, so dass er zu einem Kind Gottes, zu einem Mann Gottes aufwächst. Und Herr, du hast über Nathanael im Neuen Testament gesagt, ein Israelit ohne Fehler. Und Herr, diese Zeugnis beten wir auch für Nael, dass einen Tag du, Herr Jesus, auch über Nael dies sagen kannst. Dass Nael dich erkennt, ja sagt zu Gnade und zu einem Mann Gottes wird. Danke, Herr, dass wir wissen, dass dieses Gebet, wo wir heute sprechen als Gemeinde, Kraft hat. Dass du ein lebendiger Gott bist und du wirst dieses Gebet erhören. So beten wir für Familie H., dass du sie weiterhin segnest mit ihren 6 Kindern. Dass du die Eltern Weisheit schenkst, immer und immer wieder, als Vorbild voranzugehen und die Kinder hin zu dir zu erziehen. Aber Herr, wir beten auch für uns als Gemeinde, dass wir nicht vergessen, die nächste Generation, der kommt, dass wir als Gemeinde für unsere Kinder, Jugend, beten und kämpfen und nicht aufhören zu beten, bis sie Ja sagen zu dir. Danke, Herr, dass du erhörst. Amen. Amen. Ja, ihr dürft den Plätze wieder einnehmen. Vielen Dank. Ja, wir wollen mit der Taufe anfangen und wir beginnen mit Alina und sie wird uns jetzt ein kurzes Zeugnis geben. Bitte schön. Guten Abend miteinander. Ja, ihr habt es schon gehört, ich heiße Alina, ich bin 18 und ich bin mega dankbar am Herrn, dass ich heute da stehen und mich taufen lassen, dass ich öffentlich bekennen darf, dass Jesus Christus mein Herr ist, dass ich ihm gehöre. Ja, wie er schon gesagt hat, vor euch allen als meine Gemeinde, aber auch vor der unsichtbaren Welt. Ich habe mich schon sehr früh für Jesus entscheiden und ihm mein Leben anvertrauen. Etwa mit 5 oder 6, ich weiß es nicht mehr genau. Aber seither darf ich mit ihm unterwegs sein und erfahren, wie treu er ist, auch wenn ich es nicht bin. Wie er mich nicht loslässt, auch wenn ich vielleicht nicht so handle, wie es er möchte. Und genau das zeigt mir auch, wie sehr ich auf seine Gnade angewiesen bin und seine Gnade brauche. Genau. Die Bibel sagt im Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Glaube ist es. Und ja, darum möchte ich mich taufen lassen. Ich kann mir Gottes Liebe nicht verdienen, nicht erkaufen. Alles Nötige und was es braucht, hat Jesus Christus für mich am Kreuz da. Und ich darf die Gnade einfach annehmen. Taufe bedeutet für mich ein sichtbares Zeichen für meinen Glauben, dass ich Gottes Geschenk angenommen habe und dass ich zu Jesus Christus gehöre. Ja, wie es der Nati auch schon gesagt hat, Römer 6, Vers 4, ich möchte es nochmal vorlesen. So sind wir nun
mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, auch wir in einem neuen Leib wandeln. Ja, genau. Das ist der Grund, warum ich mich heute taufen möchte. Aus Dankbarkeit für Gottes Gnade, als Bekenntnis für meinen Glauben, für mein neues Leben, das ich habe in Jesus Christus. Und ja, dass Jesus mein Herr und Heiland ist. Amen. Ja, liebe Alina, wir geben dir das Wort mit aus Jesaja 26, Vers 4. Darum verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott der Herr ist ein Fels ewiglich. Alina. Alina, wir taufen dich ganz bewusst im Namen von Jesus Christus. Ja, wir singen jetzt gemeinsam einen Chorus. O Gott sei gelobt für die Liebe im Sohn, der mit Blut uns erwarb und dann aufstieg zum Thron. Sie ist die älteste der Gruppe, 83. Ein wunderbares Zeugnis. Ja, liebe Ella, wir geben dir das Wort aus Jesaja 64, Vers 4. Auch bis in euer Alter bin ich derselbe und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan, ich will heben und tragen und erretten. Ella. Ella, wir taufen dich im Namen von Jesus Christus. Auch mit 90 könnte man sich noch taufen lassen übrigens. Und ihr habt gesehen, ich habe sie festgegeben, es ist heute nicht davon. Ja, wir singen noch einen Chorus. Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander. Ja, und jetzt Elena. Und Elena, ihr Vater, ist extra aus Italien daher gereist, um dies zu erleben. Wunderbar.
Liebe Elena, wir geben dir das Wort mit aus Philippe 3, die Verse 13 und 14. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, dem Siegespreis der himmlischen Welt entgegen. Dazu hat Gott uns durch Christus Jesus berufen. Elena. Elena, du kommst ja aus der Esoterik, gell? Ja. Du hast Licht gesucht. Jetzt haben wir es gefunden in Jesus. Deswegen taufen wir dich ganz bewusst im Namen von Jesus. Ja, wir singen noch ein weiterer Chorus. Ich weiß, Jesus wohnt auch in mir. Ich weiß, Jesus wohnt auch in mir. Ich weiß, Jesus wohnt auch in mir. Angelina. Liebe Angelina, wir geben dir das Wort mit aus 2. Samuel 2, Vers 22. Also 2, ja? 2. Samuel 22, Vers 2. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Angelina, wir taufen dich ganz bewusst im Namen von Jesus Christus. Ja, und wir singen einen weiteren Chorus. Er kann dich retten, er kann dich heilen. Wir singen es zweimal. Denn er kann dich heilen, er will vergeben all deine Schuld. Er kann dich Hoi, ich bin Vivian und bin 20 Jahre alt. Im Alter von etwa 40 Jahren hat mein Papa zum Glauben gefunden und hat sich mit seinem ganzen Haus bekehrt. Somit bin ich als Kind schon mit dem Glauben in Berührung gekommen. Da ich aus dem Ringtal kam, war ich nie regelmäßig im MNR, sodass ich ohne Gemeindeanschluss aufgewachsen bin. Als Teenager habe ich mich dann in der Welt mit all ihren Verführungen verirrt und viele Dinge erlebt, auf die ich nicht stolz bin. Nach meiner Matura 2023 bin ich für 10 Monate als Au-pair nach Irland gegangen und habe noch dort nicht aufs Nachtleben verzichtet. Doch dort habe ich das erste Mal Gott anklopfen gespürt und habe begonnen, ein Neues Testament zu lesen. Nach Irland ist dann der Wunsch aufgekommen, die GBSM mit meiner Schwester zu machen, da ich Gottes Wort besser verstehen wollte. Im Herbst 2024 bin ich nach Wien gezogen, doch das Fleisch war so stark und ich bin immer wieder in Sünde verfallen, da ich aus eigener Kraft versucht habe, umzukehren. Meine Schwester war während der letzten Jahre meine Vertrauensperson. Wenn ich mich vor lauter Scham nicht traut habe, wieder zu Gott zu reden, haben wir gemeinsam gebetet.
Anfang dem Jahr sind den Zweifel aufgekommen, ob ich wirklich errettet bin, da ich Gott nie wirklich nachgefolgt bin. Kurz darauf habe ich am 21.02. die Predigt von Beat Abri gehört und als er am Schluss angeboten hat, dass man führen kann, um der Herrn anzunehmen oder seine Bekehrung zu erneuern, habe ich gespürt, wie der Heilige Geist mich aufgefordert hat, führen zu gehen. Von dort weg hat sich mein Leben komplett verändert. Ich habe begonnen, eine Gemeinde in Wien zu besuchen und bin ab Mai in die Jugend vom MNR gegangen, da ich mich nach christlicher Freunde gesehnt habe. Ich fand direkt Anschluss und es hat mir sehr geholfen, mich als Teil der Gemeinde zu fühlen. Mittlerweile habe ich kein Interesse mehr mit einem alten Leben und habe erkennen dürfen, dass ich nicht durch eigene Kraft, sondern durch Gottes Wirken in mir Freude an anderen, viel wertvollere Dinge gefunden habe. Ich habe bedingungslose Liebe durch Jesus Christus erfahren dürfen und er hat meinen Geist erneuert. Ich trage nur den Frieden in mir, den einem die Welt nicht geben kann. Daher möchte ich für Gott leben, ihm dienen und danken sein Kind sein zu dürfen. Ohne Gott wäre ich nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin und ich freue mich darauf, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Liebe Vivian, wir geben dir das Wort mit aus Psalm 16, Vers 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und wohne zu deiner Rechten ewiglich. Vivian. Vivian, wir taufen dich ganz bewusst im Namen von Herrn Jesus. Ja, wir singen einen weiteren Chorus. Send eine große Erweckung in mein Herz. Send eine große Erweckung in mein Herz. Send eine große Erweckung in mein Herz. Lass den Heiligen Geist die Herrschaft nehmen jetzt. Send eine große Erweckung in mein Herz. Und das singen wir nochmal von ganzem Herzen. Send eine große Erweckung in mein Herz. Send eine große Erweckung in mein Herz. Lass den Heiligen Geist die Herrschaft nehmen jetzt. Send eine große Erweckung in mein Herz. Ja, Maylin. Ja, und Maylin lässt sich heute taufen, zusammen mit ihrem Bruder, der Ian. Und es ist schon wunderbar zu sehen, wie ihr wieder zurückgekommen seid. Warum sage ich das so? Mein ältester Sohn ist ungefähr so gleich alt wie ihr und der hat mir gesagt dann, du, der Ian und Maylin sind wieder zurück. Ja, das war so eine regelrechte Freude. Ja. Und schön, dass sie jetzt dieses Zeugnis auch jetzt vor uns als Gemeinde abgibt. Ja, liebe Maylin, wir geben dir das Wort mit aus 2. Samuel 22, Vers 33. Gott ist meine starke Burg und macht meinen Weg eben und frei. Maylin. Maylin, wir taufen dich im Namen von Herrn Jesus Christus. Ja, wir singen noch einen weiteren Chorus. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wir singen auch dies zweimal. Er ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist meines Lebens Kraft.
Hallo zusammen, ich heiße Rahel, ich bin 18 und in meinem letzten Jahr im Gymi. Weil meine Eltern gläubig sind, habe ich schon früh vom Glauben an Jesus gehört. Bis zu meinen Teenagerjahren bin ich auch mit meinen Eltern in die Kirche und habe geglaubt, was sie mir vorgelebt haben. Als wir dann die Gemeinde gewechselt haben, ist es mir immer schwerer gefallen, mit in die Kirche zu gehen. Und der Glaube ist für mich zu einer Nebensache im Leben geworden. So ist es ein paar Jahre gegangen, wo ich selten in der Bibel gelesen habe, selten gebetet habe und ja ab und zu auch mal in die Kirche gegangen bin. Als ich dann den Wechsel von der zweiten Sek ins Gymi gemacht habe, habe ich immer mehr Fragen über Gott und sein Wort gehabt. Mit Freundinnen habe ich dann abgemacht, um wieder regelmäßiger in die Kirche zu gehen. Doch es war nichts Konstantes. Wenn ich Zeit hatte, dann habe ich auch unter der Woche die Bibel aufgeschlagen und sonst war sie mal einen Monat zu. Gott hat mir immer mehr die Augen geöffnet, dass die Bibel nur ab und zu aufschlagen und am Sonntag in die Gemeinde gehen, nicht eine Beziehung führen ist mit ihm. Ich habe versucht, aus meiner eigenen Kraft das ändern. Ich habe versucht, täglich mit Gott Zeit zu verbringen. Doch ich bin immer und immer wieder gescheitert. Ich habe gedacht, ich habe einfach zu wenig Glauben und werde nie ein Kind Gottes werden. Weil, wie kann es sein, dass, obwohl ich so einen liebenden und barmherzigen Vater habe, es nicht einmal schaffe, täglich Zeit mit ihm zu verbringen? Doch Jesus sagt in Matthäus 11,28: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Also bin ich mit all meinen Zweifeln vor Gott gegangen. Er erneuert mein Herz Tag für Tag und ich darf dankbar sagen, dass er mich errettet hat. Es ist ein Weg, wo ich immer mehr lernen darf, dass ich Gott brauche und nicht aus meiner eigenen Kraft schaffe. Ich kann nur staunen über seine Gnade und Liebe, dass Jesus, obwohl er gewusst hat, wie sündig ich bin, meine Schuld auf sich genommen hat und mich von der Sündenlast befreit hat. Darum will ich mein ganzes Leben als eine Hingabe für mein Königleben und das mit dieser Taufe bezeugen. Liebe Rahel, wir geben dir das Wort mit aus Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Rahel. Wir taufen dich ganz bewusst auf den Namen von Herrn Jesus und dass du das wirklich schon leben. Christus in dir. Ja, es ist ja schön, wenn man so Freude haben darf, ja. Und es ist wirklich wahrscheinlich das Größte, was auch Eltern erleben dürfen, wenn ihre Kinder Ja sagen zu Jesus und dann dies auch so bezeugen. Ja, wir wollen ein weiterer Chorus singen, er hat mich so geliebt. Auch dies singen wir zweimal. Guten Abend zusammen. Ich bin auch Rahel, für die, die mich nicht kennen. Ich bin auch wie die meisten hier in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, also beziehungsweise meine Mutter hat mich und meine zwei kleinen Schwestern im Glauben großgezogen. Mein Vater ist syrisch-orthodox. Und so durfte ich Jesus eigentlich schon sehr früh kennenlernen. Ich habe mich dann auch schon als Kind für ihn entschieden. Ich durfte ihn früh lieben lernen, habe verstanden, was er für mich am Kreuz getan hat und bin dann eigentlich auch sehr gesegnet aufgewachsen.
ja, dann vor so 4,5 Jahren haben meine Eltern sich aufgrund des Glaubens getrennt. Mein Vater ist ausgezogen. Ja, und es war dann eine sehr schwierige Zeit für mich. Es ging dann so ein bisschen bergab. Ja, ich hatte viele Zweifel, ich habe mich sehr einsam gefühlt. Ich hatte ein katastrophales Verhältnis zu meiner Mutter. Ja, es ging schon so Richtung Bitterkeit. Ja, und hatte einfach diese innerliche Unruhe und ich wusste nicht genau, von wo das kommt. Ja, aber dann eigentlich der springende Punkt, ja, wieso ich dann merkte wirklich, dass Jesus es gut mit mir meint. Ja, und dass er die ganze Zeit da war, war das Vorbild meiner Mama. Sie hat von seiner Liebe geredet und mir seine Liebe vorgelebt, von seiner Gnade, Güte. Und ich habe wirklich gesehen, wie sie ja in den schwierigsten Zeiten ihm 100% vertraut hat. Und das war ein Riesenzeugnis für mich. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann kann ich auch sagen, ich bin nur dankbar, weil durch diese schwierige Zeit habe ich gelernt, Gott zu vertrauen. Egal, was kommen mag. Ich habe gelernt zu vergeben. Ja, Gott war so gut zu mir, so gütig. Er hat mir gesegnete Freundschaften an die Seite gestellt. Ich darf mittlerweile ein wundervolles Verhältnis zu meiner Mutter und meinen Schwestern haben. Ja, und durfte dann erneut Gott wirklich als meinen Vater anerkennen, das tagtäglich. Ja, und durfte wirklich lernen, was es heißt, dass Gott auch in schwierigen Zeiten einen nicht loslässt. Ja, und deswegen stehe ich heute hier und will dies bezeugen mit meiner Taufe, dass ich 100% zu Jesus gehöre. Ja, genau. Ja, ich denke, ja, Barbara, das kannst du bezeugen, welch ein wunderbares Geschenk es ist, was du heute erlebst, ja, als Mutter. Ja, lieber Rael, wir geben dir das Wort aus Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein Rael. Ja, Rael, wir taufen dich ganz bewusst, auch in dem Bewusstsein, dass Gott dein Vater ist. Und so taufen wir dich auf den Namen von Herrn Jesus Christus. Ja, wir singen noch einen weiteren Chorus. Er hat mich Freund genannt. Auch dies zweimal. Ja, guten Abend miteinander. Ich bin Deborah, bin 20 Jahre alt und auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe somit auch schon die christlichen Werte schon früh mitbekommen und auch mit 9 habe ich mich dann bekehrt. Doch in der Sek und der Berufsschule bin ich immer wieder auf Abwege gekommen und somit nie ganz den Weg mit Jesus gegangen. Wenn es mir gepasst hat, habe ich gebetet und ab und zu dann auch die Bibel gelesen. Aber ganz zum Glauben habe ich mich dann auch nicht abgekehrt, aber auch nicht ganz für Jesus entschieden. Dabei habe ich gewusst, dass ich keine halbe Sache mit Jesus machen kann. Und somit habe ich mich dann auch bewusst entschieden, mein ganzes Leben Jesus zu übergeben und ihm alles anvertrauen. Ihm Kontrolle zu geben und nicht selber alles schaffen.
Und heute Abend darf ich mich da taufen lassen und bezeugen, dass ich Jesus als mein Herr und Heiland angenommen habe. Er ist für meine Sünde am Kreuz gestorben, damit ich ewiges Leben habe. Und dazu habe ich noch meinen passenden Lieblingsbibelvers. Es steht im Römerbrief, Kapitel 8, 38 bis 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Liebe Deborah, wir geben dir das Wort mit aus Psalm 73, Vers 28. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Deborah. Deborah, wir taufen dich auf den Namen von Herrn Jesus Christus. Ja, wir singen einen weiteren Chorus. Das macht mein Herz so froh. Auch dies zweimal. Raphael. Guten Abend miteinander. Ich heiße Raphael Kindler, bin 37, wohne in Winterthur, arbeite auch dort. Ich gehe seit Pfingsten 2025 in die Gemeinde. Ich bin christlich aufgewachsen, in mehreren Freikirchen, aber ich habe nie wirklich verstanden, um was es eigentlich geht. Mir haben die Vorbilder ein bisschen gefehlt und ich bin nicht in die Kirche gegangen, weil ich wollte, sondern weil ich musste und weil ich daheim Streit vermeiden. Ich war scheinbekehrt lang und bin immer weltlicher geworden. Erst als ich auf der aktuellen Arbeitsstelle auf meine Gemeinde angesprochen worden bin, habe ich gespürt, dass Gott mir wahrscheinlich irgendetwas sagen will. Am Jugendweekend vom Mitternachtsruf ab Pfingsten 2025 in Schönried, Kanton Bern, habe ich dann erkannt, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt nichts verstanden habe vom Glauben und dass ich verloren bin. Nach dem Jugendweekend habe ich mich dann bekehrt und möchte das hier gerne mit der Taufe bezeugen. Festheben. Ja, das ist ein grosser, oder? Lieber Raphael, wir geben dir das Wort mit aus Lukas 10, Vers 20. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Raphael. Raphael, wir taufen dich auf den Namen von Herrn Jesus Christus. Ja, wunderbar. Wir singen einen weiteren Chorus. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft.
Ja, nein. Lieber Neil, wir geben dir das Wort mit aus 2. Mose 15, Vers 2. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Neil. Nein, wir taufen dich ganz bewusst auf den Namen von Jesus Christus. Wunderbar. Ja, und wir singen jetzt noch einen Chorus. Moment, Kai. Ja. Die Liebe des Herrn ist so wunderbar. Wir singen es einmal. So, wir singen es nochmal. Ja. Nochmal. Ich bin so dankbar, dass ich heute hier stehen darf. Für mich ist es eine Herzensentscheidung, weil ich erlebt habe, wie real und lebendig Jesus ist. Ich möchte euch erzählen, warum ich mich bewusst für ihn entschieden habe und was er in meinem Leben verändert hat. Ich bin christlich aufgewachsen und habe schon als Kind viel mit Gott gesprochen. Für mich war er selbstverständlich. Doch umso älter ich wurde, desto mehr rutschte ich in die weltliche Welt ab. Als Teenager fing ich an, wie viele in meinem Alter, auf Partys zu gehen, Alkohol zu trinken und viele Dinge zu tun, die nichts mit Gott zu tun hatten. Ich glaubte zwar weiterhin, dass es Gott gibt, aber ich lebte immer weiter entfernt von ihm. Dann bat mich meine Schwester Anfangs Januar dieses Jahres immer wieder, mit ihr in die Jugend mitzukommen. Eigentlich wollte ich gar nicht, aber weil es ihr so wichtig war, versprach ich es aus Liebe zu ihr und ging mit. Schon beim ersten Mal in der Yugi spürte ich, dass ich am richtigen Ort war. Aber innerlich war ich noch gefangen in der Welt. Ich dachte, ich könnte mit einem Bein in der Welt stehen und mit dem anderen Gott folgen. Doch beim 3. Mal in der Yugi veränderte sich alles. Jesus Christus offenbarte sich mir durch den Heiligen Geist und ich wurde wiedergeboren. Ich ließ die Welt endgültig hinter mir, sah alles mit neuen Augen und legte mein ganzes Leben in Gottes Arme. Zum ersten Mal fühlte ich mich wirklich frei. Ich spürte Gottes Liebe und sie war unvorstellbar schön. Ich hatte immer gedacht, dass es mir schon so gut geht, wie es überhaupt nur möglich ist. Ich war schon vorher sehr dankbar. Es war mir bewusst, wie glücklich ich mich schätzen konnte, dass ich und meine Familie gesund sind und wir mehr haben, als man eigentlich wirklich braucht. Aber als ich Jesus wirklich begegnet bin, habe ich gemerkt, da gibt es noch viel mehr. Noch tiefere Freude, noch mehr Frieden, noch größere Liebe. Dieses Gefühl von Liebe, Sicherheit, Vergebung, Frieden, Hoffnung und echte Erfüllung kann man nicht erklären. Man muss es erleben. Und man kann es nur erleben, wenn man den Heiligen Geist empfangen hat. Und genau das möchte ich hier bekennen. Ich kann Gott nicht verleugnen und ich kann auch nicht behaupten, dass es nur ein Glaube sei. Denn ich habe so viele Wunder erlebt und Gottes Nähe gespürt. Es hat nicht nur meine Sicht auf die Welt verändert, sondern mein ganzes Leben. Und das in einem Bruchteil von Sekunden. Und somit einen neuen Menschen aus mir gemacht.
Deshalb kann ich nicht sagen, dass ich noch derselbe bin, der in diesem Jahr 2025 gestartet ist. Ich weiß, dass es Gott gibt, genauso wie ich weiß, dass es mich gibt. Darum sage ich euch aus tiefstem Herzen, wenn ihr euer Leben noch nicht ganz in Gottes Hand gelegt habt, ist jetzt die Zeit. Denn dieses neue Leben ist so wunderbar, dass unser menschliches Denken es sich nicht mal annähernd vorstellen kann. Und das Schönste war, dieses Gefühl kam mit dem Bewusstsein, dass ich für immer und ewig im Paradies in der Gegenwart Gottes sein werde. Seitdem erzähle ich jedem vom Evangelium. Ich wünsche mir, dass alle Menschen Jesus kennenlernen. Vielleicht berührt mein Zeugnis ja heute jemandem das Herz. Ich könnte stundenlang erzählen, was Gott alles in meinem Leben getan hat. Und ich würde euch am liebsten hunderte Bibelverse mitgeben. Aber ich habe mich bewusst für eins entschieden. 2. Korinther 5,17. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sieh, das Neue ist geworden. Lieber Kai, wir geben dir das Wort mit aus Psalm 143, Vers 8. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Kai. Kai, wir taufen dich ganz bewusst im Namen von Herrn Jesus Christus. Ja, der Kai hat sich so richtig in den Tod hineinfallen lassen. Ja. Schön. Ja, wir singen nochmal einen Chorus. Die Treue des Herrn ist so wunderbar. Ja, jetzt kommt der Bruder dran. Der Ian. Lieber Ian, wir geben dir das Wort mit aus Psalm 16, Vers 8. Ich habe den Herrn allerzeit vor Augen. Er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. Ian. Ian, wir taufen dich im Namen von Herrn Jesus Christus. Okay, ganz kurz. Das Wasser ist genug warm. Für die, die Angst haben, es könnte kalt sein. Ist kein Grund, sich nicht taufen zu lassen. Ihr seht, ihr habt keine blauen Lippen. Ja. Okay, vielen Dank. Ja, und wir singen noch 2 Chorusse. Die Gnade des Herrn ist so wunderbar und dann jeder Tag mit Jesus.
Ja, wir singen es nochmal. Ich war mal in einer Gebetsstunde in Bern und da haben wir das Chorus gesungen und da sagte mir eine ältere Dame, ja, also so ist es nicht immer. Manchmal ist der nächste Tag viel schlimmer als der vorige Tag. Und da hat sie ja menschlich gesehen recht gehabt, ja. Aber tatsächlich jeder Tag mit Jesus, ja, ist ein Tag näher bei Jesus. Und deshalb ist es schöner als der Tag vorher. So wollen wir es nochmal singen. Ja, wir wollen uns jetzt noch Zeit nehmen, für jede einzelne Täuflinge noch ein Gebet zu sprechen. Und wir wollen genau der Reihe nach auch dies machen. Vielleicht möchte einer der Angehörige ein Gebet sprechen oder Schluss sonst ein Gemeindemitglied. Und so möchten wir mit Alina anfangen. Wer betet für Alina? Wer will für Ella beten? Ja, himmlischer Vater, wir danken dir im Namen von Jesus Christus für die Gnade, die Ella bei dir gefunden hat. Ja, für den Glauben, wo sie lebt, den Gehorsamschritt, den sie heute gemacht hat, sich zu bekennen vor den Menschen. Ja, der Psalmist sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ja, so wunderbar, dass du ihr Leben ganz im Griff hast. Wir danken dir, dass du sie segnest, liebst und ihr barmherzig bist. Amen. Amen. Wer will für Elena beten? Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass Elena heute Abend den Schritt gemacht hat, das Zeugnis, die Taufe vollzogen worden ist an ihr. Danke für den vollkommenen Sieg, den sie erfahren hat in ihrem Leben, dass alles neu geworden ist und dass du sie segnest, bewahrst, führst. Amen. Amen. Wer will für Angelina beten? Danke. Wer betet für Vivian? Gott Vater, Herr Jesus, ich danke dir für deine Liebe und deine Güte und deine Gnade. Ich danke dir, dass du in Vivians Leben wirkst und bitte leite sie und begleite sie. Bitte beschütze und bewahre sie. Bitte lass sie Licht und Salz in ihr Leben. Ich danke dir, Vater, für die Güte und die Gnade für uns alle. Sei Lob und Preis und Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Für Mailin. Für Rael Rittmann. Ja, Herr, ich danke dir, hast du treu in ihrem Namen geführt. Dass sie dich kennenlernen
mit dir, ich glaube es auch, der erste mit dir Gott. Dank dir, haben wir sie begleitet, dass wir sie weiter begleiten in den Gebeten und ja, bis du mit ihr weiterhin ihren Weg und dass sie wirklich für andere Menschen auch Danke dafür. Amen. Für Rahel Aramson. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für Rahel. Die hat sich entschieden, mit aller ihrer Leib und Seele dir nachzufolgen. Trotz aller Schwierigkeiten, was sie erzählt hat, warst du dabei. Ich möchte an dieser Stelle auch für Barbara, ihre Mutter, dir danken von ganzem Herzen, dass du hast die Mutter geholfen, ihre Tochter in deine Wege zu führen. Komm bitte und leg deine Hand auf die ganze Familie und gebrauche Rahel als guter Zeugnis, egal wo sie sind, in ihr praktisches Leben. Segne die Familie und behüte deine Familie. Wir beten in deinem Namen. Amen. Amen. Für Deborah. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen für das Werk, das du da hast, im Herz von der Deborah. Danke, dass du sie gerufen hast zu dir und danke, dass sie das heute Abend dürfen bezeugen. Ich bitte dich, dass du sie weiterhin führst auf dem Weg mit dir und dass du bei ihr bist. Amen. Amen. Herr Jesus, danke vielmals für das Leben von Raphael. Danke, dass du ihn gerufen hast, dass du ihn zugehörst zum Vater. Danke, dass du so eine Veränderung gewirkt hast in seinem Leben, dass er treu dabei ist, dass er sich jetzt auch da wohlfühlen und wachsen und sagen wir ihn einfach auch jetzt in weiterer Zeit, dass er mehr lernen von dir und dich nur besser kennenlernen. Amen. Amen. Für Nael. Jesus, danke für meine Brüder. Danke, dass du uns jetzt danke, dass wir nachfolgen und dass wir nicht einfach zusammen sterben und nur durch dich auferstehen werden. Vielleicht hat er jetzt angefangen, mit dir was Kraft und schafft es nur mit dir. Amen. Amen. Für Ian. Ja, Vater, ich möchte dich gerne loben und preisen und ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen. Danke sagen für deinen Sohn, danke sagen Jesus, danke, dass du am Ian sein Herz berührt hast. Danke, dass sein Herz Augen und Ohren hat, die dich erkennen. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass deine Liebe durch den Heiligen Geist in sein Herz ausgegossen ist. Ich danke dir, dass du Jesus, dich am Ian jeden Tag aufs Neue offenbarst und dass er deine Liebe jeden Tag noch ein bisschen mehr kennenlernen darf. Danke, dass wir all die Teufel dir anbefehlen und wissen, dass du einfach gut bist. Danke von ganzem Herzen in Jesu Namen. Amen. Amen. Und noch für Kai. Danke, Herr, dass du den Kai zu dir gerufen hast. Kai war schon lange in Christ und dass er auch im Glauben geblieben ist. Herr, ich bitte dich, dass du Kai immer den Weg zeigst, in dieser Welt, in dieser dunklen Welt, ein Salz in der Suppe zu sein für alle Menschen. Amen. Ja, ganze Gemeinde, Gäste, Freunde, ihr seid alle noch herzlich eingeladen im Maranatha-Haus. Für die, die es nicht wissen, wo es ist, ihr geht einfach den ganzen Schau nach und dann werdet ihr es finden. Da gibt es noch eine Zeit der Gemeinschaft mit einer Apero und es wäre schön, wenn ihr alle kommen würdet, einfach noch um diese Gemeinschaft zu genießen. Und so wollen wir noch zum Schluss noch ein Lied singen. Wir singen 2 Strophen vom Lied Welch ein Freund ist unser Jesus. Apero. Welch ein Freund ist unser Jesus.
bete noch so am Schlussgebet, wir stehen dazu auf. Aber Vater, wir danken für dieses wunderbare Fest. Wie 13 Personen bezeugen, sie gehören dir. Sie bezeugten über deine Gnade. Ja, Herr, es ist Gnade, ein Geschenk Gottes. Und so legen wir die 13 Täuflinge vor dir. Herr, geh du mit ihnen, bewahre du, schütze du sie in jeder Hinsicht. Lass sie ein Licht sein an dem Ort, wo du sie hineingesetzt hast. Ein Licht, ein sichtbares Licht über diese wunderbare Gnade, wo in ihnen lebt. Und danke, Herr, dass du mit uns alle gehst. Und wir beten, dass diese Hoffnung, einmal ewig bei dir zu sein, in jeder Herz in diesem Raum wirklich lebendig wird. Herr, komme bald. Amen. Ja, wir treffen uns dann wieder im Maranatha-Haus.